Unsere Aufgabe ist nicht, dafür zu schauen, dass unsere Kinder glauben. An Gott glauben. Sondern meine Aufgabe ist, meine Kinder zu lieben. Egal, was sie glauben, egal, was sie machen, egal, wer sie sind, egal, alles, egal. Meine Aufgabe ist, meine Kinder zu lieben. Also, wir sind berufen, den Glauben in unseren Alltag, in unser Berufsfeld, aber auch in unsere Familie einzubringen. Eine Frage, die ja auch viel gestellt wird, jetzt gerade als Pastor oder ja nicht als Pastor oder du bist irgendwo in der Kirche angestellt. Was man ja viel beobachtet, ist dann, ja, wie bringst du denn den Glauben auch den Kindern weiter? Oder ja, was können wir lernen voneinander? Wie kann man den Glauben zu unseren Kindern als Familie, wie kann man diesen Glauben weitergeben? Ob wir jetzt angestellt sind oder nicht, spielt alles gar keine Rolle. Wie bringen wir den Glauben weiter? Ich glaube, authentisch sein. Oder? Also, Glauben heisst ja nicht immer nur gut drauf sein oder alles perfekt machen, sondern es hat so viele Facetten. Oder? Ich habe das Gefühl, dank Gottes Hilfe können wir ja eben coole Werte hineinbringen, wie sich mal entschuldigen können, wenn man Fehler gemacht hat. Oder aber auch gross träumen. Oder so. Und ich glaube, im Prinzip sind ja wir auch Eltern immer das Vorbild für unsere Kinder. Wir sind die ersten Personen, die prägen. Und das finde ich auch so spannend. Oder? Du kannst voll fürs Heavy Metal abgehen und ziemlich sicher werden deine Kinder Heavy Metal sehr cool finden. Muss Bari. Ja. Oder, es gibt immer, ist ja immer sehr viel zusammen. Oder? Aber es ist ja gleich spannend, Sport jedes Weiss. Und ich habe das Gefühl, wenn wir als Eltern den Glauben positiv, nicht als Last, sondern als wirklich etwas, was uns gut tut, was wir lieben, was wir wirklich aus gutem Herz heraus machen können, tut doch das automatisch ein bisschen inspirieren. Aber man kann es ja nicht ausschliesslich sagen. Oder kannst ja nicht sagen, wenn du ein Kind hast, das den Glauben nicht interessiert, du hast die Glauben nicht leidenschaftlich gelebt. Aber es ist das, was ich das Gefühl habe, was du machen kannst. Und schlussendlich ist es ja auch gleich Gott, der alles zusammenbringt. Und der freie Wille. Und der ist frei. Ja. Den kann niemand überstimmen. Ja. Auch Gott tut das nicht machen. Ja, und auch deine coole Einstellung nicht. Und nein, deine Kirche nicht. Und nichts. Ja. Ja, Gott beweist sich selber. Schlussendlich. Aber jedes Kind darf dann entscheiden, will ich mit dem Gott oder will ich nicht, wie wir es auch haben dürfen. Ja, was denkst du, Können? Du hast die Frage gestellt. Was hast du für eine Antwort gegeben, die gefragt Das ist ja die Frage, die mich immer interessiert hat, als wir noch keine Kinder hatten. Weil ich wusste, irgendwann wirst du Kinder haben, dann wirst du Vater werden. Und wenn du statistisch schaust, dann hast du eigentlich den grössten problematischen Job für ein Kind zu haben, dass es im Glauben unterwegs bleiben kann. Weil die meisten Kinder von Predigern oder von Pfarrern oder von gläubigen Eltern, die Gas geben, von Gott nicht mehr wissen. Das hast du ja immer wieder gehört. Ich bin ein Predigerskind. Oh, sorry, es tut mir leid. Oder ich bin der Son of a Preacher Man. Oder kennt man ja diesen Song. Oder der Einzige, der mich verführen konnte, war der Sohn des Predigers. Oder er hat ja Zina gesungen. Ich glaube, Zina war es. Mal da, die Walliser, oder? Das war halt schon eine Frage, wie können ja wir eine Familie leben, wo du kannst es nie garantieren, aber auch die Kinder als Umfeld bekommen, ja, wo sie aufblühen und den Gott auch selber so lernen kennen, ohne dass sie müssen, aber auch nicht gerade einfach gar nichts von dem Gott hören, und wir sie dann nur, in Anführungszeichen, ja nicht belasten mit dem, oder, wo wir ja sind. Ja, was war eigentlich die Frage? Die du uns gestellt hast. Weißt, du kannst ja gar nicht anders, wenn du an Gott glaubst. Wenn dein Kind eine Not hat, dein Kind hat ein Problem, das kannst du ja gar nicht anders als sagen, wenn ich in dieser Situation bin, dann bete ich. Dann kann ich einfach beten. Oder wie du auch erzählt hast, wenn man etwas verliert, wenn das Kind etwas sucht. Ich weiss doch auch nicht immer, wo alles ist. Dann habe ich viel gebetet, oder wenn ich etwas suche. Weil ich gewusst habe, Gott weiss alles. Der weiss auch, wo ich mein Zeugs verleiht habe. Und so können die Kinder auch Gott ganz praktisch erleben, indem sie nachmachen, was du machst, aber nicht, weil du es befehlst, weil du es halt für dich selber so machst, weil es das Natürlichste der Welt ist. Ja, aber das habe ich wirklich gemeint, dass sie schauen ja auf uns, wir prägen sie im Prinzip. Ja. Was ich eigentlich eben noch sagen ist genau das. Jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, ich noch einen Satz fertig machen. Aber ich habe viele Leute gefragt, die Kinder hatten, die im Glauben unterwegs waren, obwohl sie Gas gegeben für Gott.
Und die meisten haben immer gesagt, es ist Gnade. Und das hat mir am Anfang nicht viel geholfen. Ja, etwas Handfestes zu wollen, wie kann ich es machen? Aber wenn ich wirklich zurückschaue, es ist Gnade. Und Gnade hat für mich wie 2 Sachen. Das eine ist, ich kann beten für meine Kinder. Oder ich kann beten, für dass sie den Gott auch lernen kennen. Und das andere ist, was mir geholfen ist, ich darf sie selber den Weg gehen. Gnade, oder anders gesagt, eben Gott vertrauen, dass er auch den Weg mit ihnen geht. Und das hat mir auch geholfen. Mir hat mal jemand gesagt, als ich gefragt habe, warum bist du im Glauben als Prediger-Skill? Dann hat er mir gesagt, schau, ich glaube, der Schlüssel ist, wir haben die Eltern machen. Wir haben sie selber den Glauben finden. Und das ist eine Gnade, Vertrauen. Es ist Gnade. Gott hat es im Griff, Gott hat es in Rang. Und ich vertraue Gott, dass er, wenn ich bete, und eben authentisch dranbleibe. Du kannst es nie wissen, aber wir vertrauen Gott, dass Gott unser Kind, wenn wir lesen in der Bibel, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn, Gott wird sie holen. Vielleicht nicht immer so, wie wir vorstellen. Vielleicht auch manchmal erst viel später. Aber er holt all die Kinder irgendwie wieder zurück. Und das ist ein Glaube, ja, den wir dürfen haben. Und wir dürfen gerne widersprechen. Ich habe das Gefühl, unsere Aufgabe ist nicht, dafür zu schauen, dass unsere Kinder glauben. Ja, an Gott glauben. Sondern meine Aufgabe ist, meine Kinder zu lieben, egal was sie glauben, egal was sie machen, egal wer sie sind, egal alles, egal. Meine Aufgabe ist, meine Kinder zu lieben. Und schauen sie selber die Glauben nicht an? Ja, weil was macht Gott mit mir? Das. Wow, tief. Ja. Aber es ist auch Gnade. Wir lieben. Ja.